Goedemorgen alle, dit is een 3 mei, klok 10 s'morgens. Dit is KIKZ, het DJ radioprogramma. Voor de nächste 15 minuten of zo. Je dankes, uit Gottes woord. Set my feet on a sturdy rock. Out of His great love I've learned the meaning of salvation. Out of His great love. Die zongen van mij, mijn vriend Nettie, onze vriend John Siemens, Herman Peters en Ruth Froese. Je schema, wat weer dat ledet wir an 96. En heute nog een beetje meer laf, vielleicht gerade lang, ik weet niet. 12:50 kan ik het zeggen, dat is je dank is uit Gottes woord. We vangen vandaag aan met het boek Jona. Toch zo, dat ik fout je leid, mal im Oude Testament aan te gaan. En wanneer je im Oude Testament aangaat, dan moet je nogmaals de toehoorige denken houden. Dat is niet het niet. Dat hij wie goed gewiss zei. Er is een grote onderscheid tussen de leer van het Oude Testament en de leer van het Nieuwe Testament. Dat is de oorzaak waarom een oude heeten dat en dat andere nieuwe. Dat Oude Testament is een tijd en dat zijn geschichten en dat zijn leren van een bund tussen God en Israël. En de bund, die had 2 partijen. Beide zijden moesten de dood doen, dat de andere zijde part van den bund kriegen wordt en genießen wordt. Zum Beispiel, Gott sagt, wenn je so und so worden, dann word ich so und so. Gott sagt, wenn je gehorsam zijn, word ik ihn segnen. Je Land wordt rijker worden, grater worden, dient wordt het lijkt. Wenn je ongehorsam zijn, dan wordt de Feind komen. Andere Länder, die worden je aannemen, en dat passiert ook krijg zo. Nu wat de trouble is, veel goedmeinende predikers, die predigen naar het Oude Testament. Die zeggen, wanneer je zo en zo wordt, dan wordt God zo en zo. En wanneer je niet gehoorzaam bent, dan wordt God die strafen, en zo wieder, en zo wieder. Mijn vriend, dat stemt niet. Het Nieuwe Testament, dat is een bund, wat hij volbracht heeft met zijn bloed. En er is plus een partij, en dat is hij. Wat zegt de Nieuwe Bund? Dat ik zijn gestorben voor die. Ik heb dat alle betaald voor die. Ik zie dat op voor je was, zegt Jezus. Voor een en eenmaal zegt Hebreeën. Hebreeën zegt 13 maal dat Nieuwe Bund is beter als het Oude Bund. Wegen met de opferien hebben kunt ophieren. Afschuldige tieren moet niet meer ihr leven geven voor mij en die zin. En dit is voor eeuwig en immer. Dit is ook een bund wat de daken dat. Dat onze zin eeuwig daken. Wat is de dak? Zijn bloed. Wanneer God ons zit, hij zit niet bloos veel auf je zinder, wat we ook zijn, maar wat er talt is, wat God zit. Wat er niet talt is, wat ik zei, of wat du zit. Wat er talt is, wat zit God. Wat God zit, zijn Kinder. God zit einfach een heilige mens. Waarom? Wegen de dag van Jezus in bloed is eeuwig ons. En God is tevreden. Het Nieuwe Testament zegt dat God is tevreden met het opfer wat zijn in Jezus aangebracht heeft. Waar we nu nog helemaal willen leren en predigen, wanneer die zo daar is, dan wordt God zo en zo, dan is het waar aan onze ziet. Dan zijn we niet meer gedacht. En dat is
Warum das so wichtig ist, sogar die Hauptbedeutung von 1. Korinther 11, und ich rede nicht von en Duke oder irgendwie ich rede nicht von der Deutung von der Blut. Wir müssen gedeiht sein mit Jesus Christus über uns, und an der Früh ist unter uns, wegen wir sind unter Christus. Vierten reden wir bloß von, was die Früh dazu haben, aber das ist für uns alle. Wir sind, sagen alle gedeiht sein mit dem Blut Jesu Christi. Du wollen wir einen Tag machen, eine Lehre über den, wir wollen machen mit den ersten Korintherbrief, den durchgehen und den bekennen. Aber nie sagen wir in das Alte Testament, sagt, well, bloß sein, das unter das Alte Bund, aber das ist doch viel, was wir lernen können. Hier ist eine große Lehre über Gott und seine Barmherzigkeit, seine große Gnade und seine große Liebe. Nicht bloß für seine Menschen, das hebräische Israelitenvolk, aber für die anderen Menschen, die Heiden. So, als Jona bloß nie Geschichte, ist das so, ist das geworden. Weil ich die weiten die Schrift ist so, aber die Schrift hat Geschichten, was nicht dürfen so sein, dass sie bloß Geschichten zum Lehre bringen. Ist das nicht Geschichte zum Lehre bringen, oder ist Jona geworden? Ich gebe nicht mit zu sein, dass das eine wahre Geschichte mit den Wohlfahrten alles, dass den Mensch abgeschluckt hat und was ich gespähen hat, meistens zu sein, als ich geklagt habe. Das ist eine wahre Geschichte. Warum bleibe ich dort? Weil Jesus Christus redet selbst von dem Buch Jona. So, wenn Jesus hier auf ihr ist, und er braucht Jona aus dem Beispiel, da wird die Geschichte so sein. Und wo braucht Jesus dort? Weil in Matthäus 12 sagt, da kriegt es Jona 3 Tage im Wohlfest wird. Das soll sein 3 Tage und 3 Nachten. Kriegt so wird der Heiland, des Menschensohn, sagt er Juchtig, wird 3 Tage im Grab sein. Und wird überwahren aufstehen. Jona kann hier zum nicht leben von den Wohlfest. Was Menschen, die studieren, würden sagen, dass Jona wie sogar gestorben in den Wohlfest in Buch. Aber Gott hat ihn abgelebt, und du aber Luther noch mehr von reden. So, Jona ist geworden, das ist eine wahre Geschichte, das ist ein Beispiel von Jesus in den 3 Tagen im Grab. Und dann haben wir noch die Lehre in das Buch Jona, dort das Evangelium ist nicht bloß für mich und die, aus Deutschen. Das Evangelium ist nicht bloß für die Juden. Die Juden mussten dort auch bekennen und einmal überstehen, dass das Evangelium ist für die Heiden auch. Das ist warum Paulus für mich so ein großer Mensch ist. Er gegnet die Heiden und brachte das Evangelium, und du darfst dann ein von dir im Licht und können klar merken, dass Jesus Christus für uns auch ist. Das was wir hier nur in Jona lernen in das Alte Testament. Die gute Botschaft, und dort bedient, das wird Evangelium bedient einfach gute Botschaft. Auf Englisch würde es sein Good News. Der wir nicht bloß für die Israeliten, aber der wir für Jan Herdenvolk und die Stadt Nineveh. Wir wollen von der noch nicht in die Geschichte hingehen, ich tue einen Überblick, was hier das Buch Jona bekickt. Was ist das Thema von Jona? Das Thema von Jona ist, Gott seine große Barmherzigkeit, Gott seine große Liebe, Gott seine große Gnade für all die, was am sehen. Was von den Tiden wären das? Das wäre eine Zeit, wo Jeroboam Nummer 2, der König wie in Israel. Das wäre gewöhnlich eine Zeit von Krieg. Jeroboam, der Zweite, das sagt in der 2. Könige, er wäre ein schlechter König. Was bedeutet das? Er hielt sich nicht an Gott. Er hielt sich an Aufjäger, auch an Gott. Und dort hatten viele von den schlechten Königen den Trouble. Jo, wie Jerusalem, wie der Tempel, da dürfen sie opfern und beten. Dann gingen sie nach in der Boy hinein und dürfen die Aufjäger auch anbeten. Bloß zum, was alle wegen würden gleich haben, aber das wir nicht gleich. Das wir ein zwei falsches System. Gott will seine Herrlichkeit nicht mitteilen mit anderen. Gott hat nicht andere Jahre, wo er tot macht. Das wir so ein König, was beides tut. Er hat Gott anbeten, auch der Aufjäger. Und Jona wird der Prophet dieser Zeit. Und was deuten Propheten? Well, wir haben eine Zeit, von wo Moses Israel leiden deed. Wir haben eine Zeit, wo Jesua deed. Wir haben eine Zeit, wo verschiedene Rechter Israel leiden deeden. Und dann gehen wir in die Zeit an von den Königen. Und in der Zeit von den Königen von Israel, der Gott hier und durch Propheten abbauen,
was besonders dichtbij während der Arm, wo er mit reden kann, na während der Propheten Gott sein Mühe, um die Botschaft über dir bringen, was Gott dann hat für das Land Israel oder für den König. Meist einmal während der Propheten so durch zum Warnen. Die gehen auf dem richtigen Weg. Ich kann nicht beides anbeten, Gott in der Aufjata. Die Feinde, was kommt, die was uns annehmen, weil wir nicht büßen dann. Ja, wir sind Prophet, wir dich bei Gott, kann Gott seine Stimme hören. Und hat jeder Baum, den König, Ruhe geben, aber kriegen sie wieder, und die wir immer gleich bei. Wenn jeder Baum horchen deut in Jona, dann gewann seine Armeen, und Israel war geraten, und jeder Baum. Der geratste Feind, was Israel hat, das wir das Land Assyrien. Nicht Syrien, aber Assyrien, und der Hauptstadt wie Nineveh. Wir lesen, dass Nineveh wie eine sehr große Stadt. Das Wort groß kann zwei Dinge bedienen. Viel Ackers, das sagt, dass die 3 Jahre durchgehen. Da kann ich bedienen, sehr übel, sehr schlecht. Das sind beides Wörter, was hier gebraucht worden von dem Wort groß. Wir weiten, weil wir dort studieren, dass Nineveh mit ihrer Darpa durcham, wir von 30 bis 50 Meilen im Kreuz. So dass wir eine sehr große Stadt. Leicht mehrlich 100.000 oder mehr Einwohner, vielleicht sogar bei 1 Million, wer weiß. Nineveh wir 500 Meilen Nordosten von Israel, und Gott will haben, dass die sollen sich bekehren. Die Botschaft an Jona ist, bekehrt ihn zu Gott, und er wird sein Struf treffen. Da wird ihn segnen. Das war das Alte Testament, das ist der Bund an Schaffenheit. Im Neuen Testament sah wir und blieb wir Gott seine Kinder, weil wir am angenommen haben, dann ist das in uns ganzes System, wir sind gefällt mit den Heiligen Geist, wir sind und wir blieben Gott seine Kinder. Wir wollen noch mal reden von können Christ den Glauben auf sein. Ich glaube, der kann. Aber das kenne ich vorher, dass wir nicht können Gott seine Kinder blieben, wir haben alles zu tun, was er möglich ist. Aber in Nineveh, die Botschaft wir, an Israel, ihre Finden, dass wir Israel der größte Feind, von der ersten Tag würde vielleicht sein, dass Gott würde bei uns zu dir reden und sein, dummel in Nordkorea, durch der Hauptstadt, und dat het evangelium brengt. Dummel in China, door Beijing, de Hauptstadt, en brengt dat het evangelium. Gummel in Moskau, naar Rusland, en brengt dat het evangelium. Well, Jona weet zich, wie weten, en du wil nächste Mal mehr von hören, dat wie Israel erfindt. Diese wollen nicht gut für Israel, die wollen Israel annehmen. Luther war wir an der Zeit noch, die Norden 10 Stamm von Israel waren eingenommen, von den Assyrien König, was Assyrien stärker gemerkt hat, und dort wir nur das, dass die Stadt Nineveh sich bekehrt hat. Aber was wir die Botschaft, was Jona soll predigen, dort wir dort büße, dreht den Gott, der einzige Gott, was Himmel und Erde gemerkt hat, oder bijna 40 deel wo je vertilgd wordt. Dan wordt deze staat omgeven, oder er wordt wat slechter passiert. En zo dit weer de boodschap van Büsse. Wat bedoelt Büsse? Büsse meint, die is een weg, dan halt stil, dan winks aan, dan kijkt naar Jezus. Dat is wat de Büsse bedoelt. Wanneer een voort Norden voort, en winkt aan aan, en voort Süden, dan heeft de kerk Büsse, niet de kerk, de Chor. Nu haben wir aufhören, wenn ein Chor Süden fährt und winkt an die Medien und fährt an den Norden, dann hat der Chor Büsse getan. Hier fand ich aber das, was Büsse bedient. Anwinken. So, Büsse bedient, Stillstand, anwinken, nach Jesus kijken. Dat wird die Botschaft hier für Nineveh. Ich gleich das Vers, ich will schließen mit das. Ein Lieblingsvers, was ich in der Schrift habe, das ist Jona 3,1. Wie weit dass Jona hart geht und dann wird gestraft. Und dann in Kapitel 3 sagt er, das Wort Gottes kommt zum zweiten Mal in Jona. Das ist für mich ein sehr wertvoller Vers, sehr wichtig. Eigentlich haben gefehlt. Wir haben uns verstopft. Ich habe mich grausam verstopft und wir bieten Gott in Willen gegangen. Aber das Vers, der hilft mir im Leben so zu sein, der gibt mir Hoffnung.
En ik ben dankbaar voor den vriend wat mij op deze vers wijzen deed. Dat zegt, het woord Gottes kwam te Jona ten tweede maal. Dat woord Gottes kwam naar die en niet ten tweede maal, of ten derde maal, of ten vierde maal. Dat zegt, dat buise, kom trainen mij, die deers immer op. Die zien in Lukas 15, wat zich verstopt had, wat verloren had, die kunnen immer naar huis komen. 50 maal kunnen in huis komen, die weer immer welkom. En zo, hier is een goede, wertvolle boodschap in Jona van Buse, wie God is. De resultaat van gehoorzaam zijn. En dat evangelium is niet bloß voor ons, maar dat is voor anderen. So, nächstes Mal fangen wir dann an mit das Buch Jona. Gottes Segen.